Ja, meine Damen und Herren, wir treffen uns wieder zur Rechtsecke und das wie gewohnt bei Dr. Hans-Martin Flotow. Er ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und aber auch für Arbeitsrecht. Und genau ums Arbeitsrecht soll es wieder gehen. Schön, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen, Herr Dr. Flotow. Ja, gerne. Guten Abend, Herr Krug. Ja, die Frage immer ist ja, wie viel Urlaub darf denn ein Arbeitnehmer haben? Der möchte immer gern viel, der Arbeitgeber vielleicht ein bisschen weniger. Wie viel Urlaub soll es denn sein? Ja, also grundsätzlich muss dem Arbeitnehmer so viel an Urlaubstagen gewährt werden, dass er insgesamt auf eine Urlaubsfreistellung von 4 Wochen kommt. Also ein Arbeitnehmer, der an 5 Tagen in der Woche arbeitet, muss für 4 Wochen 5 Urlaubstage bekommen, also 4 mal 5 Urlaubstage, insgesamt also 20 Urlaubstage. Und wer jetzt nicht voll arbeitet, also zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte, ist das da genauso? Ja, da ist auch die Frage zu stellen, wie viele Tage benötigt dieser Teilzeitarbeitnehmer, um auf einen Freistellungszeitraum von 4 Wochen zu kommen. Also wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer nur an 2 Tagen in der Woche arbeitet, dann benötigt er für 4 Wochen 2 Urlaubstage, insgesamt dann also im Jahr 8 Urlaubstage. Aha, interessant. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, das passiert ja also oft auch, wenn Leute von der Vollzeitbeschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung wechseln, weil sie mehr Freizeit haben wollen oder andere familiäre Dinge dafür sprechen. Wie wirkt sich denn so ein Wechsel aus? Ja, so ein Wechsel, der wirkt sich überhaupt nicht aus. Also ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern. Wenn ein Arbeitnehmer, der normalerweise 5 Tage in der Woche arbeitet, mit seinem Chef, mit seinem Arbeitgeber im Januar beispielsweise eines Jahres sich zusammensetzt und beide vereinbaren dann, dass vom Februar an nur noch in Teilzeit gearbeitet wird, wobei der Arbeitnehmer sagt, also ich möchte nur an einem Tag in der Woche arbeiten. Dann ist das erstmal so, dass dieser Arbeitnehmer, weil er ja das Jahr als Vollzeitarbeitnehmer begonnen hat, mit mindestens 20 Urlaubstagen ins Jahr gestartet ist und diesen Urlaubsanspruch dann auch behält, wenn er in die Teilzeit wechselt. Das heißt, er hat auch ab Februar dann 20 Urlaubstage. Jetzt ist es bei diesem Arbeitnehmer natürlich so, dass er pro Woche nur an einem Tag arbeitet, deshalb für eine Woche Urlaub auch nur einen Urlaubstag benötigt. Was natürlich für den Arbeitgeber dann ganz schöne Konsequenzen hat. Denn der Arbeitnehmer, der steht dem Arbeitgeber dann für 20 Wochen nicht zur Verfügung. Also ein echtes Problem. Der Arbeitgeber sollte deshalb darauf achten, wenn es zum Übergang von der Vollzeit in die Teilzeit kommt, dass er dem Arbeitnehmer, sofern das möglich ist, schon während der Vollzeitphase einen großen Teil seines Urlaubs, vielleicht sogar den gesamten Urlaub, gewährt. Und dann hat er ihn dann durchaus auch nützlich in seiner Tätigkeit und kann was mit ihm anfangen. So ist es. Ja. Jetzt fängt jemand neu in einer Firma an und das habe ich auch schon ab und zu mal gehört, dass das vorkommt und beginnt seine Tätigkeit in der Firma und sagt, ja, ich hätte dann aber gleich mal, ich habe Urlaub gebucht und ich hätte dann gleich mal 3 bis 4 Wochen Urlaub, am besten gleich in meinem ersten Monat. Darf er das bekommen? Darf der Arbeitgeber ihm das überhaupt gewähren oder darf er es ablehnen? Also der Arbeitgeber darf ihm das gewähren, aber einen Anspruch auf diesen vollen Jahresurlaub gleich zu Beginn seiner neuen Tätigkeit bei der neuen Firma hat der Arbeitnehmer nicht. Der muss grundsätzlich erstmal eine Wartezeit von 6 Monaten absolvieren, also 6 Monate bei dem neuen Arbeitgeber arbeiten, ehe er dann seinen vollen Jahresurlaub beanspruchen kann. Das heißt also, wenn die Wartezeit nicht vorbei ist, im Regelfall ist das ja auch die Probezeit, kann er gar keinen in Anspruch nehmen, oder? Nein, so ist es dann auch nicht. Während der 6-monatigen Wartezeit hat dieser Arbeitnehmer schon Anspruch auf Urlaub, aber nur Anspruch auf einen Teil seines Urlaubs. Er kann nämlich für jeden vollen Kalendermonat, den er schon bei dem neuen Unternehmer gearbeitet hat, 1/12 seines Jahresurlaubs in Anspruch nehmen. Jetzt ist ja manche haben ja gesagt, ich möchte unbedingt mit meiner Frau zusammen an einem bestimmten Zeitpunkt Urlaub nehmen, weil meine Frau hat da Betriebsferien zum Beispiel. Ja? Also bitte, du musst mir diesen Urlaub geben, lieber Chef. Muss er das zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich tun? Ja, also grundsätzlich muss er das tun. Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber seinem Urlaubswunsch, auch was die zeitliche Lage angeht, entspricht. Interessant, habe ich
nicht gewusst Ja, bisher. das ist aber okay, das ist ja schön für den Arbeitnehmer. So, jetzt ist es aber so, dass der Arbeitnehmer ja ein paar wichtige Tätigkeiten auszuführen hat und möchte dann gern Urlaub nehmen. Darf denn der Arbeitgeber einen Urlaubsantrag auch mal ablehnen? Ja, also wo es eine Regel gibt, da gibt es natürlich auch eine Ausnahme und so ist es auch hier. Wenn dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen, dann kann der Arbeitgeber sich darauf berufen und im Ausnahmefall dann auch einen Urlaubsantrag zurückweisen. Also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn in einem Betrieb ein besonders hoher Krankenstand zu verzeichnen ist. Dann darf der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer auch den Urlaub zunächst erstmal abschlägig, den Urlaubswunsch zunächst erstmal abschlägig bescheiden. Oder wenn der Urlaub in einer besonders arbeitsintensiven Zeit genommen werden soll, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel kurz vor Weihnachten einen Urlaubsantrag des Arbeitnehmers erhält, dann kann der Arbeitgeber unter Umständen den Urlaubswunsch zurückweisen. Oder auch wenn andere Arbeitnehmer zur gleichen Zeit, zum Beispiel während der Ferien, Urlaub schon beantragt haben und der Arbeitgeber nur einen Teil der Arbeitnehmer entbehren kann, dann kann ein Grund vorliegen, den Urlaubsantrag zurückzuweisen. Dadurch kann es natürlich auch passieren, dass der Arbeitnehmer jetzt gar nicht durch so einen abgelehnten Urlaubsantrag vielleicht oder aus diversen anderen Gründen, besondere Projekte im Unternehmen, gar nicht dazugekommen ist, in dem Kalenderjahr seinen ganzen Urlaub in Anspruch zu nehmen. Verfällt dieser Urlaub dann nach dem Kalenderjahr oder kann man den im neuen Kalenderjahr dann nehmen? Wie ist das? Wie sind da die Regeln? Also der Regelfall und der Grundsatz ist der, dass der Jahresurlaub immer im Urlaubsjahr genommen werden muss. Das heißt, bis zum Ablauf des Jahres, bis zum 31. Dezember. Aber Sie haben schon das Problem angesprochen. Es gibt Fälle, in denen der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, den Urlaub noch im Urlaubsjahr tatsächlich zu gewähren oder der Arbeitnehmer persönlich nicht in der Lage ist, Urlaub in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel, weil er krank ist. Dann geht der Jahresurlaub in das nächste Kalenderjahr über. Dort muss er dann allerdings innerhalb des ersten Quartals, also bis zum 31. März, genommen werden. Erfolgt das nicht, erlischt dann der Urlaub. Aha. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, ne? Dass er ihn vielleicht nicht nehmen kann, wenn er krank ist. Wenn jetzt jemand sehr lange krank ist, also mehrere Wochen im Jahr, wie ist das dann mit dem Urlaubsanspruch? Gibt es dann weniger Urlaub? Nein, also die Krankheit wirkt sich nicht auf den Urlaubsanspruch aus. Wer ein Jahr oder mehrere Jahre krank ist, verliert grundsätzlich seinen Urlaubsanspruch, also vom Grundsatz her nicht. Allerdings, wenn 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres abgelaufen sind, nach Ende des Urlaubsjahres, in dem der Arbeitnehmer krank war, dann geht der Urlaubsanspruch unter. Eine Besonderheit gilt noch, wenn der Arbeitnehmer im Urlaubsjahr krank gewesen ist und dann aber im Folgejahr wieder gesund wird und seine Arbeit aufnehmen kann, dann muss er nicht nur seinen regulären Urlaub nehmen, sondern auch den Urlaub, den er quasi angesammelt hat, den er also noch aus dem letzten Jahr aufgrund seiner Krankheit mitgenommen hat. Ich will Ihnen das an einem Beispiel mal erläutern. Also wenn wir uns vorstellen, also ein Arbeitnehmer ist im Jahr 2016 vollständig krank gewesen, dann hat er gleichwohl einen Urlaubsanspruch erworben. Und wenn er dann weiterhin krank ist, muss er sehen, dass er diesen Urlaub noch bis zum 31. März 2018, also innerhalb eines Zeitraums von 15 Monaten, nimmt. Kann er das nicht, geht dieser Urlaubsanspruch unter. Und wenn dieser Arbeitnehmer, das noch ergänzend, wenn dieser Arbeitnehmer, der 2016 krank war, Urlaub nicht hat nehmen können, wenn der in 2017 wieder gesund wird, dann muss er im Jahr 2017 nicht nur den regulären Urlaub des Jahres 2017 nehmen, sondern eben auch diesen angesammelten Urlaub. Ja, was ist denn jetzt mit einem Arbeitnehmer, der jetzt, ihr habt besagt, im Jahr 2016 das ganze Jahr krank war und eigentlich das Arbeitsverhältnis Ende 2016 beendet ist, also eigentlich in einem gekündigten Verhältnis oder vielleicht selber gekündigt hat und kann diesen Urlaubsanspruch ja bei dem Arbeitnehmer ja gar nicht mehr nehmen. Wie verhält sich das denn? Also, wenn das so ist, wenn das Arbeitsverhältnis durch Kündigung oder aus anderem Grund endet, ohne dass der Urlaubsanspruch durch den Arbeitgeber erfüllt werden konnte, dann hat der Arbeitnehmer einen sogenannten Urlaubsabgeltungsanspruch.
Und das bedeutet, dass der Arbeitnehmer die Vergütung verlangen kann, die er vom Arbeitgeber erhalten hätte, wenn er den Urlaub noch bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses hätte nehmen können. Jetzt eine Sache, die natürlich nicht so schön ist, aber auch das kommt ja vor in dem Fall, wenn jetzt der Arbeitnehmer verstirbt zum Beispiel. Und wie ist es dann mit diesem Urlaubsanspruch oder mit dem entgeltlichen Anspruch für die Erben zum Beispiel? Ja, also wenn der Arbeitnehmer stirbt, dann geht der Urlaubsabgeltungsanspruch auf die Erben über, allerdings nur, und das kann man jedenfalls ganz klar sagen, unter der Voraussetzung, dass das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Todes des Arbeitnehmers bereits beendet war. Jetzt ist ja aber auch denkbar, dass das Arbeitsverhältnis gerade durch das Versterben des Arbeitnehmers endet und ob auch dann ein Urlaubsabgeltungsanspruch entsteht, der auf die Erben übergehen kann, das ist noch umstritten und wird zurzeit vom Europäischen Gerichtshof entschieden. Das wird bearbeitet, das Verfahren läuft und da muss man gespannt sein, was dort herauskommt. Okay, also sehr, sehr aufschlussreich zum Thema Urlaub, Herr Dr. Floto. Vielen, vielen Dank für die Auskünfte. Gerade im Zusammenhang mit dem Arbeitsrecht, da gibt es ja viele, viele offene Fragen und da helfen Sie uns natürlich in unserer Rechtsecke. Und da kann man Ihnen, meine Damen und Herren, nur wünschen, dass Sie genügend Urlaub immer bekommen, dass jeder Urlaubsantrag genehmigt wird, immer dann, wenn Sie es wünschen. Also vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir sind bald wieder für Sie da in der Rechtsecke.